Wenn wir Zuflucht in Gott nehmen, dann müssen wir uns niemals fürchten. Kriegen dann, was gegen uns kommt, wird Gott immer siegen wird. Und all die, was Zuflucht in Arm nehmen, dann kann auch durch Gott Sieger sein. Kriegen dann, was die vor ist, wo allmählich uns leer auch scheint, kann wir immer Zuflucht in Gott nehmen. Aber das meint, dass wir das tun. Wir müssen Anspruch tun, wir müssen Zuflucht in Arm nehmen. Wir müssen still werden, innerlich still werden und ansehen, dass Gott noch da ist. Dass Gott uns anluden wird, nach ihm zu kommen, mit was alles so, was immer uns schuden wird. Gott ist noch da. Gott ist noch so stark, als er damals war. Der kann von der Krieg so gut angreifen und Krieg so gut halten. Der ist da. Der ist wunderbar. Und er sagte uns, kommt, nehmt Zuflucht an mich. Weil wir seine Anleitung annehmen. Von der, wo wir anfangen, einen anderen Psalm zu betrachten, Psalm 96, um zu sein, was Gott von uns verlangt. Was Gott von denen verlangt, die Zuflucht in Arm nehmen tun. Die Gottes Gegenwart genießen tun. Uns wird nicht gesagt, dass ich sehe, wer Psalm 96 geschrieben hat, aber eins der Bibelforscher glauben, dass David Psalm 96 geschrieben hat, wie es David wird ganz ähnlich in 1. Chronik 16 schreibt. Und wenn einer Psalm 96 mit 1. Chronik 16 verglichen wird, dieser Mess eben rein. So dann können wir annehmen, dass Psalm 96 von David geschrieben ist. In 1. Chronik 15, Vers 28, sei wie wo die Menschen in Jerusalem sich freuten. Da passiert was ganz Wunderbares. Wer wird weiten, was die Israeliten dann zu den Zeiten oder was David dort brauchen will? Der hat eine Bürde für Gottes Bundeskist. Was will er damit tun? Den in Jerusalem bringen. Die Juden damals hatten geglaubt und gedacht, dass die Bundeskist Gottes Thron wäre. So, wenn die Bundeskist Gottes dich bei wäre, dann wäre Gott dich bei. Und David hat von Jerusalem regiert und er hat eine innerliche Verlangen, Gott dich bei zu haben. Und deswegen wollte er unbedingt haben, dass Gottes Bundeskist auch in Jerusalem wäre. Und wird sagen, also er hat einmal geprüft, das zu tun. Er hat nicht sagen, abgepostet, wo er das tat. Und hat es geschafft? Das erste Mal? Nee. Das hat nicht geschafft. Der hat nicht genug abgepostet, was Gottes gesagt sehen. Und dann Luther hat er noch einmal geprüft, und das Mal wie er Jesaja abposten, er post Jesaja ab, wo Gottes Wort dort schreiben dort oder erklären dort, wo er das tun soll. Und das Mal hat er geschafft. Und die Menschen in Jerusalem, die haben sich riesig gefreut. Wenn sie hatten endlich nie war Gottes Bundeskist bei. Und Gottes Wort sagt, ganz Israel stammt mit Freuden an dem Klang von den Posaunen, von Trompeten, von Zimbeln, von Zither, von Harpen. Und so begleiten sie dem Herrn seine Bundeskist, aus der in ihrem Nierenplatz gebracht wird. Sie werden so sehr froh und dankbar, dass die Bundeskist nie dich bei wir. Gott wir nie du. Nie können sie an Zuflucht nehmen. Und an dem Tag, sagt Gottes Wort ans, leiht David am ersten Mal von Asaph und seine Sturmbrüder ein Lied dem Herrn zu Ehren singen. Und das kriegt das Lied von Psalm 96. Ein Lied, wo sie Gott anbeten deuten. Was verlangt Gott von dir, die an Zuflucht nehmen tun? Dass wir am anbeten.
Und von der, wo wir Psalm 96 betrachten, zu sein, Wort und meint, Gott anzubeten. In Englisch würden wir sagen, worship. Was meint das Gott zu worshipping? Und wir werden noch sagen, woran wir Gott anbeten sollen. Und dann nächste Sonntag, dann wollen wir sagen, wo wir Gott anbeten sollen. Als wir studieren dann, woran wir Gott anbeten sollen, machen wir ihr schweiten, was Anbetung ist. Hast du nicht so dort? Wir machen ihr schweiten, was das Ding ist, als wir das tun können. Und ich würde sagen, dass die meisten Christen denken, dass Anbetung hat mit was zu tun. Wenn wir von Anbetung reden, dann was hat damit zu tun? Singen. Scheinen leider Gottes singen, nicht? Das wir hier in der Kirche tun. Was noch? Wenn wir von Worship reden, dann, was tun wir dann? Am Preisen, ja. Und zu Gott beten, nicht? Diese 3 Dinge. Singen, Preisen und beten. Und diese Dinge sind ein Port von Gott anbeten. So eine Art Anbeten fing wir eigentlich in unseren Anleitungstext in der ersten 2 Verse. Lassen wir die für uns lesen. Psalm 96, Verse 1 und 2. Dort sagt du, singt dem Herrn ein Lied Leidfer. Singt für den Herrn die ganze Welt. Singt für den Herrn und lobt seine Nuben. Singen und loben und preisen. Und die Psalmen, dort wir dort weiten, sind Anbetungslieder. Wie aus dieser, wir reden von Gesangbücher. Nicht? Das Buch von den Psalmen, das wir in den Israeliten Gesangbuch. Und deswegen redet hier von Lieder Gottes singen und Gott loben und preisen. Das wir ihr Gesangbuch. Aber das gesagt, Gott anzubeten beinhaltet mehr als bloß Lieder singen. Mehr als bloß preisen und loben und zu Gott beten. Diese Dinge, die wir durchschnittlich in der Kirche, nicht? Wir sollen die Dinge auch tun. Aber du hast noch was gerade damit gemeint, wann wir Gott anbeten tun. Und Jesus Christus erklärt, was er meint, Gott anzubeten. Wer mitlesen will, weil wir unsere Bibel in Johannes Kapitel 4 aufmerken. Johannes Evangelium Kapitel 4. In Johannes 4 lesen wir, wo Jesus mit einer samaritischen Frau beim Jakobsbaum reden deit. Und wirst diese Frau nicht über ihre eigene Lehre reden will, sie hat sich darüber geschämt, dann fängt sie an, von einem anderen Thema zu vertellen. Und dann in Vers 20 sagt sie zu Jesus, Johannes 4, Vers 20, Unser Vater haben ab diesem Berg euer Bet, und die Juden sein Jerusalem als der Stadt, wo einer anbeten soll. Damals waren die Israeliten nicht einig, über welchen Berg Gott gemeint hat, wo die Kinder Israel Gott anbeten sollen. Die waren nicht einig. Die samaritischen Menschen, die haben gedacht, dass wir einen Berg und die Juden einen anderen Berg. Und dann sagt Jesus zu allen, Vers 21, Früh, glaub mir, die Zeit kommt, dass je den Vater nicht ab diesem Berg und auch nicht an Jerusalem anbeten wollen. Wie würden das mit anders sein können? Jesus sagt, glaub mir, du wirst eine Zeit kommen, wann wir Gott nicht bloß in Gottes Tempel anbeten wollen. Und dann in Vers 23 bis 24 sagt Jesus nach der 23, 24, über die Zeit kommt. Und dann sagt er, en es nu al, dat hij wahrhaftig aanbeden den Vader am jesten an der Wahrheit aanbeden wollen. Ne so eine Anbeter siegt der Vader. Gott ist jest, und die am Anbeten matten am jesten an der Wahrheit anbeten. Nur dem Tod und Auferstehung Jesus verlangt Gott nicht mehr, dass wir am Tempel Gottes Gott anbeten sollen, dass wir durch noch Tieropfer bringen sollen. Das ist eine andere Zeit. Anbetung sitzt von der anders als damals. Wie kann Gott am Jest anbeten?
Jesus sagt, Gott ist jetzt. Und wir sollen am jetzt anbeten. Und wo wir sind, können wir Gott am jetzt anbeten. Und diese innerliche Anbetung hat mit unserem persönlichen Verhältnis, unserer persönlichen Beziehung zu Gott zu tun. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind unsere Herzen durch uns Glauben und das Opfer Jesus gereinigt worden. Wenn wir das persönlich erfahren haben, dann haben wir Frieden mit Gott. Wir haben Frieden an unseren Herzen, wie es Jesus an uns wohnen lässt. Gottes Tempel von der und da sah wie. Paulus hat es geschrieben. Und der andere Apostel auch. Wir sind Gottes Tempel. Wir sollen Gott am besten anbeten. In einer Wahrheit. Unsere Anbetung hat auch mit unserer Einstellung als Christen zu tun. Unser Ziel im Leben ist, Gott durch alles, was wir tun, durch alles, was wir sind, anzubeten und zu verherrlichen. Das meint, dass wir bereit sind, alles, was Gott uns anvertraut hat, für sein Werk zu investieren. Wir haben den Wunsch, die Wahrheiten in Gottes Wort kennenzulernen und die auch persönlich auszuleben. Damit wir Jesus Christus ähnlicher werden und so dass wir Gottes Willen für uns Leben bestimmen können. Reine Anbetung ist ein Leben, das für Gott gelebt wird, liebe Geschwister. Das hat mehr als bloß mit Singen zu tun. Das hat mehr als bloß mit Gottes Haus zu tun, ein Gottes Haus zu sein. Dort hat man ein Leben zu führen, wo Gott verherrlicht wird. Wenn Menschen an uns kicken, dann dass sie weiten, Kimmel, ich weit an seine Wird, ich weit an sein Handel, dort ist ein Kind Gottes. So es heute lebt. Es ist Jesus Christus. Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, Vers 3, wir sind die wirklich beschnitten sind. Die Juden, die werden physisch beschnitten, aus Antiken, dass sie zu Gottes Volk gehören deuten. Aber Paulus redet nie von einer jährlichen Beschneidung. Wir sind am Hort beschnitten, sagt er. Wie dein Gott am Jäst in seiner Frau in Christus Jesus und wir verluten uns nicht ab ans Salz. So sieht ein Leben, das für Gott gelebt wird. Und dann in Römer Kapitel 12, Vers 1, sagt er nach. Römer 12, Vers 1. Brüder, wie es Gott so viel Gnade und Mitleid und Jünd bewiesen hat, ermahn ich auch jünden Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann. Lud dort jünd jährliche Gottesdienst sein. Was ist uns jährliche Gottesdienst? Wie würden es anders sein können? Was ist unsere jährliche Anbetung? Paulus sagt hier, wann wir uns als ein heiliges, lebendes Opfer ans Gott handgeben. Dort ist Anbetung. Dort ist uns Gottesdienst. Für Paulus wird es klar, dass alles, was er will und alles, was er tut, soll ein Zeichen sein, wo er Gott am Geist in einer Wahrheit anbeten tut. Und deswegen sagt er nach in Philipper Kapitel 1, Vers 21, dort ist so. So leben als das so, wie es Christus mein Leben ist. Und sterben ist für mich gewesen. Wenn ich lebe, dann lebe ich für Christus. Und wenn ich sterbe, dann ist er noch besser, dann sehe ich bei Christus. Kann wie dort sein? Mein Leben ist Christus. Das ist meine Anbetung. Das ist mein Gottesdienst. Und jeder, wir weiten, was Anbetung ist, weil wir noch sehen, woran wir Gott anbeten sollen. Besser sein, wir sollen Gott anbeten, wie es heute dort verdient hat. Und hier werden wir sagen, abpassen. Stimmt dort. Hat Gott uns Anbetung verdient? Zuerst wird einer vielleicht sagen, ja, der ist Gott. Aber wie es Gott ist, dann habe ich das nicht verdient. Was meine ich damit?
Gott macht nicht was tun, um unsere Anbetung zu verdienen. Warum würde Gott überhaupt was ausmerken, wann wir am Anbeten tun oder nicht? Der ist der allmächtige Gott. Wie im Vergleich sein kleine Tüchstjes auf dieser Welt. Das wird so sein, als wenn wir in der Eimsjes kicken würden und sehen, Kimmel, die machen mich nicht anbeten. Mir merkt er nicht, was ut, wenn die Eimsjes mich anbeten tun oder nicht. Macht Gott was tun, um unsere Anbetung zu verdienen? Nee. Gott ist Gott. Er soll euch gebet worden, wie es Gott ist. Psalm 8. David sagt in Psalm 8, Verse 4 und 5. Psalm 8, Verse 4 und 5. Wann ich den Himmel sei, den deine Finger gemerkt haben, und den Mond und die Sterne, die du hergestellt hast, was ist ein Mensch, dort du und am denkst, ein Menschenkind, dort du die dort annimmst? Das ist, wo David dort ging. Er sah, wo groß Gott ist und was er alles gemerkt hat, und dann fragt er sich selbst, was sie echt, dort du an mich denkst. Ich sehe eine kleine Tüchse auf dieser Welt. Er kümmert sich um uns, nicht wie es er von uns Anbetung verlangt, aber wie es er uns Leib hat. Wie es er uns Leib hat, kümmert sich um uns. Kümmert er sich um uns. Gott hat unsere Anbetung nicht verdient. Er ist Gott. Gott soll euch gebet worden, wie es er allein lobenswert ist. Das sagt der Psalmist in unserem Text. Vers 4 sagt der Psalm 96, wie es der Herr als groß und lobenswert, er soll mich gefürchtet worden aus alle Jätter. Und dann erwähnt der Psalmist wenigstens 3 Gründe, woran wir als Menschen Gott anbeten sollen, woran Gott dort von uns verlangen wird. Nicht, wie es er dort verdient hat, aber wie es er Gott ist. Erstens, woran soll wir Gott anbeten, wie es Gott alle Dinge gemerkt hat? Er ist unser Erschaffer. Und aus unser Erschaffer verlangt Gott, dass wir am anbeten sollen. Wenn wir was merken würden, oder so ist ein Artist, wenn wir ein fernes Bild malen würden, was tun der Artist immer? Die schreiben Namen dort ab. Die wollen haben, dass die anderen Menschen dort weiten sollen, Kimmel, das habe ich getan. Gleich so hat Gott mit uns dort getan. Er hat uns in sein Ebenbild gemerkt. Und er will haben, dass wir am anbeten sollen. Dort ist sein Name auf uns leben. Dort alle weiten down, wer wir sind und wer uns gemerkt hat. Verse 5 wird das sein. Wie es der Herr es graut und lobenswert, er soll mich gefürchtet werden aus alle Jätter. Wie es die Völker ihrer Jätter sind alles Aufjätter. Aber der Herr hat den Himmel gemerkt. Pracht und Herrlichkeit sind Vorarm, Kraft und Scheinheit fallen sein Heiligtum. Dann sage ich Vers 10 nach, sage ich zu alle Völker, dass der Herr kennig ist und dass die Welt, die er geschaffen hat, vorstehen wird und dass er die Völker reich rechten wird. Sage ich zu alle Völker, dass der Herr kennig ist, dass der Herr uns gemerkt hat. Gott ist unser Erschaffer. Und einmal war da in der Bibel, lesen wir, wo die ganze Schöpfung Gott anbeten wird. Zum Beispiel lesen wir in Verse 11 und 12 über uns Text, Lut den Himmel sich freuen und die Erde froh sein, Lut das Meer rügen mit alles, was du beiden ist, Lut die Stapen und was du boven ist sich freuen. Dann wollen alle Bäume in der Welt mit Frieden jucken. Und liebe Geschwister, wenn die ganze Schöpfung Gott anbeten wird, soll die Krone seiner Schöpfung nicht dort sein, das sind wir als Menschen. Eine Offenbarung. In Offenbarung finden wir ein wunderschönes Bild, wo die Engelfiguren und auch wo die Apostel
in 12 Staum Israel Gott anbeten deiden. Und noch einmal down. In ein Grund, warum all diese Figuren Gott anbeten down, ist, wie es Gott alles gemerkt hat. Lass mich ein Aufschnitt für uns lesen, der wir in Offenbarung Kapitel 4, Verse 9 bis auf. Offenbarung 4 fing, Verse 9 bis auf. In Offenbarung 4 seien die Verse 9 bis auf, was Johannes damals gesehen hat. Und wenn die Tieren dem lobten und ehrten und dankten, die ab dem Thron saß, die von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, dann fallen die 24. Alterstag vor dem Duel, der ab dem Thron saß, und beten den an, der durch von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und sie schmeiten ihre Kronen vor den Thron an und sagen, du bist dort wird, o Herr, Herrlichkeit in ihr in Kraft zu nehmen, wirst du alles gemerkt hast. Durch deinen Willen ist alles durchgemerkt worden. Gottes Wort redet von, wo wir als Kinder Gottes ein Tag eine Krone kriegen wollen, wenn wir Gott treu bleiben, dann ganz bald Amen. Und hier sei wir, dort obwohl diese 24 Älteste Kronen gekriegt haben, schmeiten sie ihre Kronen rauf zu Jesus in der Feite, bei Jesus in der Feite haben. Sie sagen an, am Vergleich zu Gott, der alles gemerkt hat, sind sie nicht. Gott soll angebetet werden, wie es alles gemerkt hat. Zweitens, wie seine Eigenschaften vollkommen sind. Wie hier in Vierten dort Menschen sagen können, wir sind nur Menschen, wir sind nicht vollkommen. Das stimmt. Du bist einer, der vollkommen ist. Und das ist Gott. Und soll nicht der Einzige, was vollkommen ist, nicht angebetet werden? Von all den Kreaturen, die nicht vollkommen sind? Absolut. Wir losen ihr Spracht in Herrlichkeit sein Vorarm, Kraft und Scheinheit fallen sein Heiligtum. Gott ist allmächtig. Gott ist allweitend. Er ist immer überall. Er ist heilig. Er ist gerecht. Er ist ohne Fehler. Er weiß alles. Er kann alles. Er ist Gott. Und deswegen steht Gott natürlich über allem. Und so wie viele wir hier ist Gott kann ich über alle Kenntnis und er ist auch kann ich über alle Dinge. Hör mal zu wo kann ich Josaphat in 2. Chronik 20 saß zu Gott beten wird. Kann ich Josaphat, der selbst kann ich wir. Der sagt, oder der betet Gott nu in 2. Chronik 20 Vers 6. Herr, du Gott von unser Vater, bist du nicht Gott im Himmel und kann ich über alle Königreichs von der Völker? Bei dir ist alle Kraft und Macht und du hast keiner, was die wahre Stunden kann. Liebe Geschwister, Gott will auch uns König sein, der in unserem Herzen regiert. Wenn Gott uns König ist, dann meint dort Wort, wer sei wie dann? Seine, deiner. Und ist das nicht selbstverständlich, dass deiner, der König anbeten wollen? Das ist selbstverständlich, ist das nicht? Auch von der und da, von der Königin von Großbritannien nach Kanada fliehen, die Menschen, die Messkrieg beten auch an. Und das ist der König über alle Königs. Und wie sollen sie nicht deiner sein? Wir wollen einen Tag Krieg dort down, wo die Engel im Himmel damals deuten, ans Fahr am Du fallen. Und wer immer wir auch sind, ob wir Gott dein tun oder nicht, wir wollen alle unsere Knien beugen vor. Alle. Wie es heute Gott ist. Drittens, wir sollen Gott anbeten, wie es heute uns erleist hat, gerat hat. Gott wird wollen, dass alle Menschen am anbeten deuten. Aber dann die ganz meisten Menschen am anbeten? Nee. Wenn wir daran denken, dann kommt Gott hat mir gemerkt, der ist vollkommen, ich sehe nicht.
Würde ich nicht am Anbeten sein? Absolut. Über die meisten Menschen, die werden lieber in Selbstentwicklung glauben, Evolution, als an Gott. Gottes König über alle Königs, aber die meisten Menschen wollen am nicht aus ihrem persönlichen König annehmen. Gott hat wunderbare Eigenschaften, aber die meisten Menschen haben auch noch nicht persönlich kennengelernt. Bloß nur dem, wie die Erlösung Jesus selbst persönlich erfahren haben, dann wollen unsere Augen auf, wo wunderbar Gott ist und wo wunderbar Jesus Christus ist und was er für uns alle getan hat. Das kriegt uns die Saulus, nicht? Die wir gestlich blind, but hat Jesus begegnen deit. Und dann warten sie eine Augen auf. Wenn warten sie eine Augen auf, nur dem hat Jesus online. Und so geht uns dort, als Menschen. Uns wird nicht deutlich, wo groß und wo mächtig Gott ist, was wir am persönlich annehmen dürfen. Und dann, wenn wir am annehmen, dann wird es uns gleich so gut, als der Psalmist, wo er in Vers 2, was Feier sagt, singt für den Herrn und lobt seinen Namen. Red alle Tag, von wo er raten wird. Vertalt alle Völker von seiner Herrlichkeit und von seiner Wunderwerken. Wie es der Herr ist groß und lobenswert. Gott sagt, wenn wir das persönlich belebt haben, dann singt alle Tag, von wo herrlich Gott ist. Und vertalt alle Völker, was er für uns zu tun hat. Das ist ein Port von Anbetung. Ihr schloss euch in Offenbarung, wo die Engelfiguren Gott anbeten deuten, wie es Gott alles gemerkt hat. Aber sie hatten am auch für Jesus seinen Erlösungsplan auch angebetet. Und das fing wir in Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung 5, Verse 12 bis 14. Das sagt dort Lamm. Wer ist dort Lamm? Jesus. Offenbarung 5, 12 bis 14. Dort Lamm, dort dort gemerkt wir. Es dort wird. Kraft und Reichtum und Weisheit und Gewalt und ihr zu nehmen. Und gelobt und gedankt zu worden. Dann hielt ich alles, was am Himmel und aber Erden unter der Erde, was ab dort Meer und am Meer gemerkt es sein, dem, der ab dem Thron saß. Und dort Lamm traf in alle Ewigkeit allein, oder allen Dank in ihr in Herrlichkeit und Gewalt. Und die Feiertieren sehen Amen, und die 24 Ältesten schwollen Hand und beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Wie es er uns geraten hat. Wie es Jesus dort Lamm, sein Leben für uns gibt. Du wegen beten wie Gott an. Gott will haben, dass wir am Anbeten sind. Er hat dort nicht verdient. Er ist Gott. Am Gehirn, alle ihr, alle Anbetung, alle Lob und Preis, Gehirn am. Singen die Engelfiguren im Himmel. Das Gehirn am. Er hat uns gemerkt. Er ist eben alles in seine Eigenschaften, die sind vollkommen. Und durch Jesu Blut hat er uns von unseren Sünden gerat. Die Freude, die wir uns von der Samaria stahlen wollen, ist, da wie Gott durch uns Leben anbeten. Oder gleich wie noch einmal, dass Anbetung bloß mit Singen zu tun hat. Noch wird vom Worship geredet. Und wo weiße Menschen eben Worship streiten, dann das soll so steht looten, das soll so dort looten. Leider sagen sie steht sein, nicht so steht. Wir haben eine falsche Meinung über was Anbetung ist. Wenn wir glauben, dass Anbetung bloß mit Singen zu tun hat, dann leben wir doch nicht aus. Anbetung hat damit zu tun, dass wir so ein Leben führen dürfen, wo Gott verherrlicht wird. Das ist ein Leben, das für Gott gelebt wird. Wenn er betet wie an,
Gott, wenn ich bete wie Gott und bloß wenn wir singen dann an der Kirche um Sonntag, oder bete wie Gott und von Sonntag bis Sonntag. Wie die Arbeit. Tschüss, wenn wir mit der Familie taub sind, wo immer wir sind, wenn wir allein sind, wenn keiner weiß, was wir tun. Wo beten wir Gott an? Gott will, dass uns Leben am verherrlicht. Und dass wir am durch alles, was wir tun, anbeten. Weil wir Geschwister, wir wollen, wenn wir seine Kinder sind, und sie kriegt ans Ziel einen Tag anriechen wollen, dann wollen wir für alle Ewigkeit Gott anbeten. Und weit die liebe Geschwister, dort verlangt Gott von der all von seinen Kindern. Dort wollen wir tun. Dort wollen wir für Gott tun. Amen.